Ich wollte paar Worte zu den Mesuren, die décidéiert gesinn, aber besonders zu den familiepolitischen Mesuren von der Regierung, die einen großen Teil ausmachen. Was Kannergeld anbelangt, da sind an den letzten Jahren schon sowieso eine Reihe Verschlechterungen gekommen, die unter ferner Liefen durchgegangen sind. Ich erinnere daran, dass Kannergeld, das wissen vielleicht ein paar Leute nicht bannen, früher eine Patronatskotisation wurde, das über eine Patronatskotisation finanziert ging, die auf der Lohnmasse vom Betrieb abgehoben ging. Als Korrelär dazu war dann natürlich auch das Verein, die geschafft hat, auch Kannergeld so gut hat, von der Kanner hat natürlich. Seit 1994 hat der Staat den Patron die Kotisation geschenkt. Und der Staat bezielt mit den Steuern von unseren guten Kannergeld. Das wären demals 1,7% von der Lohnmasse. Und die Selbstständigen noch müssen die Kotisation bezahlen, das wären 0,6% von ihren Assiette-Kotisablen. Die Regierung zieht aber, wenn sie über so Mesure schwätzen, nicht am geringsten an Betracht, dass sie das schon mal rückgängig machen. Geht just dafür geschwätzt, für Aufstriche zu machen. Genau das wird für schon gesagt tun. Wann die Kotisation immer gefeiert gehen, da wird im Frieden sind schlaflos Nächten schon halbe River, weil es bringt dem Staat bei einer Lohnmasse von 12,8 Milliarden, das war am Jahr 2008, ging das 117 Millionen erbringen. Aber in Independenten 4,5 Millionen. Also 217 Millionen Euro hat der Staat den Patron geschenkt 1994. Da muss ich sich auf der Zunge zu gehen lassen. Und heute müssen dann die Leute, die Kannergeld nämlich kriegen, respektive die Leute, die Kanner haben, die müssen das noch berappen. Da müssen sie sich mal evaluieren. Eine andere Sache, die nachgeschieht, dass das Kannergeld nicht mehr indexiert ist. Das geht nicht mehr automatisch an die Luft. Geht nach Schluss an die Luft, wenn das dann an der Chambre oder durch ein irgendein Reglement dezidiert wird. Und nicht mehr automatisch, wenn die Lebenskosten steigen, dass dann noch das Kannergeld indexiert geht. Und das soll noch weitergehen. Eine Mesure, dass das Kannergeld maximal bis zu 21 Jahren soll ausbezahlt gehen. Und nicht bis 27 Jahre, wie das war, von den Kanner hat, die auf der Uni werden oder die so studiert tun. Da gibt es ja gesagt, dass da so Bursen Präen adaptiert gehen. Das heißt aber allgemein, dass dann eine Reihe Leute, die hier schaffen, denen hier Kanner von denen Bursen ausgeschlossen sind, auch von denen Mesuren. Und das sind 40% von den Leuten, die hier zuletzt beschaffen und die hier auch zur Schaffung vom Reichtum teilholen. Und das sind zur Schaffung vom Reichtum beitragen. Und das sind Frontalien. Frontalien hier Kanner, die auf die Uni gehen und auch bislo Kannergeld kriegt, weil das Kannergeld als darunter gebunden gewesen. In den hier schafft, die Kanner hat auch Kannergeld so gut. Weil das lo River. Ein Burs kriegt nicht mehr in den hier wohnt. Und es versteht ihr noch nicht richtig, wo dann der sogenannte Spurpotenzial ist. Von die Mesure, das heißt, die andere soll kompensieren, das heißt, Durchschaffen vom Kannergeld soll kompensiert gehen durch Bursen. Viel Spurpotenzial kann ja da nicht da sein. Wir sind der Meinung, dass allkannt, ob das von einem Frontalier ist, von einem Lützeburger, einem Bauer, einem Erbichter, das selbst soll kriegen. Weil allkannt ist genauso viel wert, das so wie das ändert. Und es kann nicht über Kannergeld soll ich das nicht steuern. Wir sollen über steuern, über die Erhöhung vom Rücksteuersatz zum Beispiel, den sozialen Ausgleich holen und die Umverteilung machen. Das heißt, da sind die Leute, die viel verdienen, dass die dann noch so mehr Steuern bezahlen, dass Sozialmesuren können vom Staat bezahlt gehen, statt dass in Familien und Studenten Hilfe schickt. Das ist ja viel das, was dabei rauskommt.
Die famöse Mammerent, mit der Jean-Claude Juncker mal eine Wahlkampagne gemacht wird, und sich als Verteidiger von den Hausfrauen abgespielt wird, an die für viel Diskussion gesorgt wird. Die soll also nicht mit 60, sondern mit 65 Jahren ausbezahlt gehen. Wir als Link und Demos die Mesure nicht favorisiert, weil sie außerhalb vom allgemeinen Rentensystem funktioniert wird. Aber mir hatte vier geschlagen, für die Frauen, die keine berufliche Karriere haben, dass am allgemeinen Rentensystem sollen Möglichkeiten angefordert gehen, die zu einer richtigen Rente gefördert hätten, aus Nachhaltigkeitsgründen. Und nicht wie du as bei einer Mammerent, du kannst ihn so aufschaffen, kann ihn sie dann ein bisschen mehr spät eben ausbezahlen, die kann gekürzt gehen. Und dafür wollen wir auch als ursprüngliche Revendikation den Frauen eine Chance zu geben, an das Rentensystem ranzukommen, nach ein Kehr bekräftigen. Also nicht aufzuspeisen mit, wie viel ist es, 85 Euro den Monat pro Kant. Den Impact vom Congé parental soll in der Sicht gehen. An der Tisch geht am Juncker signaliert. Es soll ja gekürzt gehen ursprünglich. Lo können wir für dich nach eine Evaluation. Wer angefeiert gehen der Congé parental für eine europäische Rekommandation umzusetzen am Zusammenhang mit dem Akkord cadre zwischen den Patronen und den Gewerkschaften für mehr Chancengleichheit a Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute zu Lützburg soll die Mesure dann noch einen erbespolitischen Aspekt tun, und das eben, wie das die 11 Monate gedauert hat, mit dem Congé de Maternité, dass da sollen Neuerstellungen stattfinden. Das heißt, das ist eine Mesure, die am Anfang nicht für das gedurcht wird, dann guckt, dass sie da etwas ernst drauf zu brachen. Wir meinen, dass die Congé parental wichtig ist, weil ein Signal gibt, dass die Männer auch Responsabilität bei der Erziehung von den Kindern sollen überholen. Weil das sowohl für die Frau wie für den Mann oder für den Pap wie für die Mann vorgesehen, und es kann nicht durch den einen dem anderen den überholen, wenn er nicht älter verfällt. Das kann schon eine Reihe Männer auch hauptsächlich assistieren, für die Congé parental zu holen, und für auch am Allgemeinen an der Gesellschaft zu weisen, dass auch die Männer sollen Responsabilität bei der Erziehung von den Kindern überholen. Kann dafür nicht sein, dass der Congé parental reduziert wird, aber wir wollen keinen Rückschritt auf die Kosten von den erziehenden Frauen und Männern. Besonders Scherz treffen die Mesuren Jungfamilien. Der Steuerboni, den um 12 von den Kindern gebunden ist, geht aufgeschafft. Respektivement soll nun der Revenu gebunden gehen. Der billige Nackt bei der Ausschaffung von einem Eheheim, der soll auch unter Revenu gebunden gehen. Mit all diesen Mesuren gehen Familien mit Kindern an den sozialen Abseits getrieben. Sie müssen allmählich bürokratische Hindernisse überwinden und sich durchschlichten lassen, diese Unterstützung kriegen. Die sogenannten Selektivsozialpolitik, die führt nicht mehr zu mehr Bürokratie, die führt zur Bespitzelung, zu Kontrollen, zu Humiliation und zur Bevormundung von denen Leuten, die dafür geschrieben kriegen, wie sie zu leben haben, für den Genuss von Hilfen zu kommen. Ich wiederhole noch einmal, so stellen wir als Redistribution nicht vor. Das kann man über Progressiverhöhungen bei den direkten Steuern laufen. Solange das ist gerecht, dass die Leute, die viel verdienen, auch viel Steuern sollen bezahlen. Und dann hat der Staat Suchen für die Redistribution zu machen.